Van der was der 8. September bei der Wieb van El Valle, Mexiko. Epheser 6, vers 8. Gestern las wir vers 7 al en we wollen vers 7 nu nog einmal lesen. So vers 7 en 8, dat gaat nog einmal an de Arbeiter. Vers 7 sagt es dit: Dient mit gutem Willen dem Herrn und nicht den Menschen. Also wenn das hier sagt, dient mit gutem Willen, das merkt so einen Unterschied, wenn wir mit einem guten Willen dienen, mit einem welcher Willen dienen, als wenn das ein Muss ist, für uns zu dienen. Dort merkt einen ganzen Unterschied. Und dann sagt es dem Herrn, dort ist dann ganz besonders, wenn wir daran denken, dass wir dienen dem Herrn. Und dann, wenn wir hier auch für Menschen schaffen, Arbeit für Menschen tun, aber das für den Herrn. Wieder sagt es, nicht bloß für Menschen. Und wenn das redet von nicht bloß für Menschen, wir weiten dort, die Menschen sind verschieden, die Wirte sind verschieden. Dort werden wir auch lesen, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 8 hier. Da sagt es, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herrn unter. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Das Vers sagt uns, dass das auch die Bibel so gewusst ist, als das von der ist. Dass nicht alle Wirte sind gute Wirte. Nicht alle Wirte ungedun sind, ist einfach. Da sind auch die Mann, die sonderlich sind. Da sind die milde, die sanfte, wo den Arbeiter dort vielleicht so erscheint, die hat mit seinen Wirt schaffen. Und dann sind aber auch die, die schwer sind, wo der Arbeiter vielleicht leichter Furcht hat, wenn die Wirt kommt. Und nu sagt uns, dass hier, dort der Arbeiter soll auch den Wirt, der wird nicht so leicht als den Dein, soll auch den ungedun sein. Und dort ist dann ganz besonders, wenn wir denken für den Herrn, der Arbeit tun, dann Vers 8 sagt, da ihr wisst, was ein jeder Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen. Er sei ein Sklave oder ein Freier. Das ist dann, was sehr wichtig und sehr gut, wo ein Arbeiter kann und denken, dort wann er so ein Wirt hat, was schwanger ist, zufriedenzustellen, oder schwanger ist, den ungedun zu sein, den zu ehren und so weiter. Dann daran denken, dort du wird ein Lohn im Himmel sein. So jeder Arbeiter, der schafft, hier beirrt für einen Lohn. Er muss den Lohn haben, damit er leben kann, dass vielleicht seine Familie leben kann. Aber dann kann er doch denken, du wird im Himmel auch noch ein Lohn sein, für treu sein. Dort ist der Gute wird treu sein, du wird ein Lohn sein. Und dort ist dann auch leichter, dort hier zu tun. Und aber auch der Sonderliche wird ungedun sein, da wird auch ein Lohn sein im Himmel. Und dort ist wichtig, dass ein Arbeiter dann beim der Arbeit hier tun für den Wirt, auch da und denkt, da wird im Himmel auch ein Lohn sein dafür. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.